En we willen dat einfach united wat Gott voor ons heeft. We willen einfach in diesem Sehen gehen. En dat is sehr schön, dass wir mit dieser Torschuld können das Jahr anfangen. Wirklich, das bringt hier in die Kirche so viel Leben, so viel Vieren. Die Jugendlichen, die sind so, die sind an Kohle, die brennen für Jesus. Einmal, die weten vielleicht noch nicht so viel als du und ich, aber nochmal, nicht immer, aber nochmal hindert uns das weiter, was wir alle gesammelt haben. Und das ist einfach so, die können von uns weiter, was wir haben lernen, aber wir können von der viel lernen, was diese jungen Menschen haben, und uns an dort anstecken lassen. Und das hat uns das Kirche gut, dass die verschiedenen Generationen taub schaffen und dass die alle Rüte gefordert worden. Und das kommt bald noch Campamentos. En de campamentos, wanneer du zo'n grote Herd, deze 22 Jugendlichen, die zo'n 4 sind, dat merkt den ganzen Campamento anders. Dat merkt der Lehrer, der wird den Campamento anleiden, dat viel leichter, wenn dat je ein Denken in de ganze Jugend en Teens, dat der Welle naar Gott. Hat viele Campamentos angeleitet, wo der Haupt von Campamento mit dort zu tun wird, dass die Jugend überhaupt was Gott will. Und dann der ewige Haupt, wie noch, wo die danach von Gott kriegen. Und so wird es das merkt, dass das ganze Campamento all bloß kriegen ist. Dass du nicht noch arbeiten machst, hey, was nicht noch beten, hey, was nicht noch das, sondern dass das all von Anfang an Port von das Ganze ist. Und das ist sehr, sehr schön. So, wir haben für 2026 ein Wort war. Wir haben jeder Jahr immer ein Wort für uns, was wir uns nehmen, was wir sagen, was von der Bibel kommt, jeder Jahr, aber was dann uns durch das Jahr lernen. Für 2 Jahre wird das, so wie das sagt, wir Gott seine Stimme hören, und dann 4 Jahre wird das nicht Angst haben, aber fürcht ihn nicht. Und das Jahr ist das Jahr von neue Barmsgruben. So, das ist ein anderes Wort, als wie, das hört sich anders als die Wort, was wir bei nie gehört haben, aber das ist ein Jahr von neue Barmsgruben. Und wenn du das Ganze verstehen wirst, dann hast du das Pass, du gelesen, wir waren von dir laatst Mittwoch so overs, dann der ich bloß einmal kart dort sei, aber von dir wollte ich das ein bisschen erklären, was wieder, und wie waren das Lot im Jahr auch noch war, Evangel holen. Und wenn du das, aber das verstehen wirst, dann ist es wichtig, dass du 1. Mose 26, das ganze Kapitel lesen das, dass du die Geschichte verstehen, das ist so wichtig, der Barms wird. Und vielleicht noch wichtiger, wenn du nochmal verstehen wirst, ist, wenn du 1. Mose ganz von Anfang an lesen das und ganz bei Talat, wenn du die ganze 1. Mose-Buch lesen das. Und dort tun wir sowieso Fehler. Bloß mal zum Weiter, wer liest den neuen Plan, die Bibel in einem Jahr durchzulesen? Wow, wir haben nicht bet. Und das ist sehr interessant in der Gruppe, die, die hier laatst nicht gewahr sind, Mittwoch sowas, Nieuwjahr sowas, wir haben einen Link im Gruppe geschickt, wir können den noch mit Stahl haben. Der Link, dort ist ein Link, wo uns in einer Bibel-App, so steht, was wir im Phone, die grüne Bibel haben, wo wir alle taub einen Plan lesen. Und dann ist das so, dass du durchkriegst, kannst Frauen schreiben oder irgendwas, was die wichtig geworden ist. Das kannst du durchschreiben und das können die ewige, was das alle lesen, auch sein. Und das ist das all interessant gewesen. Dann einer hat eine Frau und dann dachte ich, oh, der Prediger von ihr Leben, der muss das beantworten. Dachte ich, no, wir sind eine ganze Gruppe. Ich brauche das nicht beantworten. Ich will stellen, Ausgangsofen checken nach einmal, das ist so lange beantwortet. Ich brauche mich gleich sorry merken. Wenn du sagst, wie alle taub, du studierst wie alle die Bibel. Und wenn du nach West, du kannst nach Tau kommen, du kannst auch ein paar Jahre heran sein, oder du liest, best Jesaja einmal, wenn du die Bibel durchlesen will, in ein Jahr, sind das ungefähr 4 Kapitel den Tag. Und vielleicht sagst du, dies hat zu viel, auf einmal 4 Kapitel lesen. Und für mich, besonders im Alten Testament, lohnt sich das einmal nicht mal bloß ein Kapitel zu lesen, wenn es dort bloß der Anfang von einer Geschichte und dann kommst du, wenn du bloß ein Kapitel den Tag in Mose zum Beispiel lesen das, wenn du bei eng Mose bist, hast du auch für jeden, was die ersten Kapitel wären. Wenn du über jeden Tag 3 Kapitel lesen das, dann kommst du besser mit der Geschichte, dann wirst du besser nehmen. So eine Idee, was ich habe, für so eine, was sagen, aber ich will dann nicht Moses
in Matthäus lesen, dann hat ihr da, dann das vielleicht smars ein von dort beides lesen, in einem anderen Moment, wann dort für die Haupt, wann dort nicht für die erste, man nicht so sein. Dann das in einem anderen Moment, dann das Neue Testament, oder umgedreht. Einmal das Alte Testament vermehrach, und noch mehr das Neue Testament, oder so oberst, oder was immer. Dort wird auch eine Möglichkeit sein. Aber was mir wichtig ist, wie diesen Plan auswählen, wie würde von beides über das ganze Jahr lesen. Vielleicht liegt das an mir persönlich. Wenn es mir persönlich fällt, das sehr schwer, weil ich soll bis Oktober bloß Alte Testament lesen. Ich weiß nicht, was Sie auch so denken, aber ich kann das meist nicht uitholen. Nicht, dass ich das Alte Testament nicht gleich, aber mir fehlt immer Jesus. Und ich meine, der erste im Alten Testament auch, aber ich weiß nicht, wie Sie so denken, aber ich brauche die auch nach diese Dinge, das galt von Neuen Testament. So wie sagte noch ein Plan, was beides zu Glück hat, nicht Apport. Wann wieder Apport wurde, dann erst ungefähr im Oktober ist, dass ein Neues Testament anfängt, wenn dort so viel Karte ist, als das Alte Testament. So, sehr Felicidades für die, die mitlesen dürfen. Ich kann nur recht verjüngt. Wir waren über das Jahr ein paar Mal Sorpresas, oder wo würde man das sagen? Wir sagen Sorpresas. Überraschungen haben für die, die dort durchlesen, wo wir bei uns sagen, haben sie lesen wieder mit. Das ja von einer Gruppe gefällt, das Hauptsache, dass wir uns jenseits Mutmerke fairweg wieder zu lesen. Und eine ganz ehrliche Frau, würde irgendwem dort helfen, wenn er dort nicht im Phone braucht, wenn er dort kann, auf ein Blatt Papier da und jeder Tag antegnen. So, das sind mehrere, die dort würde helfen. So, die Idee ist, dass wir dort noch mal auf dem Papier noch merken, dass wenn irgendwer dort mal bloß auf dem Blatt Papier, der kann dort auch durchdenken. Dann würde ich, dort, weil wir dann, so böse ich merke, als möglich, dass wir ganz einfache Blätterchen merken, dass du dort kriegst, antegnen kannst, die selbe Bibelstelle, und dass du nicht in den Phone brauchst, nirgendwo. Das ist eine gute Idee, wenn es, ich weiß alle, dass wenn wir ans Phone gehen, dann jetzt das sehr leicht irgendwo ohne uns haben, nicht so? So, das sind bloß ein paar Sachen von Bibellesen. Wenn du nicht das Plan lesen darfst, du bist, dort merken die nicht ein Kind Gottes, dort merkt die nicht ein schlechter Mensch. Ich merke die beim Mut, lese die Bibel. Lese die Bibel wirklich. Grof in der Bibel. Ha dort aus den Büchern. Studier ganze Bücher, nicht bloß ein Bibelvers am Tag. Ich meine, wenn du dort bist, dann dort erst besser aus nicht, aber studier Johannes Evangelium, studier im Neuen Testament Bücher, da bin ich vielleicht mal im Alten Testament, studier eine Geschichte, studier Josef seine Geschichte mal Deiper, oder so wieder, oder Isaac, oder Abraham seine Geschichte. Lies die Bibel und freu Wort Gott für die du hast. Und besonders, wenn du dort mit anderen taub bist, wenn du noch nicht in diesen Ungewandtheit von Bibellesen bist, haupt dort die anderen Menschen hast, die dort mit die taub tun, dort die dort besser anwenden kannst. So. Gott, dort Jahr von neue Barmsgruben. Eduard, was in der Welt bedeutet überhaupt für uns? Weil wir hier nu op einmal alle lachen haben, ich meine, ans Water lag dort an der Gast dort erst als Water haben wir nu al ziemlich viel und für ziemlich lang. So was ist dort eine Chick, wanneer wird das mal wieder raufkommen? Aber was bedeutet für uns das Jahr von neue Barmsgruben? Diese Person, die wir hier besonders nur checken, wer diese Barmsgrube, dort wie Isaac. Wir wissen, dass wir dort gab 3 Vaters, 4 Vaters im Alten Testament, da wir Abraham, Isaac und Jakob. Einmal war in der Bibel, wo ihr das hier hört. Dann redet von Abraham, Isaac und Jakob, Gott. Wenn wir einmal diese 3, wenn du wie Abraham, das krieg ein Versprechen, dass er wird die Welt, dass er wird Nachkommenschaft kriegen, die Welt wird voll werden. Passiert das allfuß mit Abraham? Nein. Isaac wird sie sehen, und Gott kommt nur Isaac und redet Isaac, und weißt du, was er denn sagt? So ich den Vater Abraham versprochen habe, dass er die Welt wird fallen, so verspreche ich die dort selber, und du wirst die Welt fallen. Nun hier kommt Jakob. Das Isaac sehen. Was sagt er zu denen? Das selber war. So du hast ein Versprechen, was von Generation zu Generation zu Generation geht. Ich kann sagen von den ersten Tagen in meinem Leben, dass meine Eltern haben einige Sachen im Glauben angefangen, die haben Sehnungen gekriegt, und ich als Kind, oder wie als Geschwister kennen, die von dir auch wiederbringen. Wo wunderschön ist es nicht, wenn du ein Baum eine fähige Generation gegrüft hast, fall sehen, und der ist nicht so gescheit, und wir können den einfach wieder gehen lassen.
Aber wie zijn ook im leven en wie gaan dat al ervaren, dat vielleicht haben die Eltern oder die Vereltern ernst ein Baum opgegroft. Aber du sind andere gekommen, sind aufjänsig gewesen, haben den Tau geschätzt. Du sind Sehnungen, die in fähige Generationen wären, die sind abgehört. Wenn du erst irgendwo zwischen gekommen bist, vielleicht eine Sinn zwischen gekommen, vielleicht eine Entscheidung, die du getroffen hast, oder vielleicht sogar eine Entscheidung, die nicht mal deine Eltern getroffen haben, sondern all paar Generationen eher. Aber du hast ein Baum, was du wir, was Tau ist. Und niemand hat aufgegroven. So, wie wollen ein bisschen diese drei Vaters bekijken? Abraham, Isaac und Jacob. Abraham, der hield von Gott. Wie alt glaube je wie hij als hij van God hielde? Wat de Bibel, nur de Bibel nog. 75 jaar. Abraham 75 jaar. Stel je vor, wie würde sagen, das Leben soll vorbeigelebt. Ich glaube, hier ist keiner über 75. Dann würde sagen, das Leben soll vorbei. Dein Leben ist noch nicht vorbei. Wenn du sagst, ich habe noch nicht dort mit Gott erfahren, was ich will, du bist noch nicht 75. Abraham, der fängt an, so reich ist noch mal an. So Gott hat noch viel für dich. Er hielt von Gott, dass er sein Land soll verloten und dann würde er wegtragen, Gott würde ihm eine große Nachkommenschaft geben. Jacob, wie haben Abraham, Isaac und Jacob. Ich war erst Abraham bekijken, nu Jacob. Dat we Isaac sehen, der hield ook van God. Weet je wat altijd weer, als hij van God hielde, God hielde? Weet irgendwer wat? Weet irgendwer wanneer hij van God hielde? Op wanneer reis? Linda? Nee, jünger. Ungefähr. Zeigt die Bibel nicht ganz genau. 40 jaar. Jacob weer 40 jaar. En op welke reise hield hij van God? Als hij van zijn broeder weggegaan was. Jacob en Esau, dat waren je twee broeders, die streiten zich immer. Wenn Jacob had dat eerstgeborene Reich van Esau weggestohlen, hij moest van zijn broeder weggaan. En als hij weggegaan deed, dan bracht hij een steen aus zijn kasse. En daarna legt hij zijn kop op dem Stein. En dan zit hij in de Lara, dat is naar Himmel. En hij zit waar de Engel de Nappen rauf gaan. En hij zegt, dit is de steed wo God is. Dit is de steed wo God mij geholpen heeft. En dan zeg je, jet hij oil op den Stein op en zegt, God heeft mij geholpen. Dit is de steed wo God is. En hij maakte een altaar en beet God aan. Zo nu Isaac. We hebben am uitgelaten, dus ja, Abraham, Isaac en Jacob. We hadden nu Abraham en Jacob gekeken. Isaac, wat de meerd is. Abraham zijn jong. Van hoeveel jaar hier die God? Heeft irgendwer de antwoord? Ungefähr. Jünger. 20. Isaac hield ungefähr von Gott al als hij 20 jaar weer. Die hield veel eier van God als zijn vader en zijn ene zoon. Als hij 20 jaar oud weer, dan weer in 1 Mose 26 een hongersnood. Dan weer een grote hongersnood. En weet je wat Isaac gezegd kreeg? Hij zei, ook wanneer de hongersnood is, du blijft in dien ene land. Du rennst niet naar Ägypten. Du rennst nicht plus naar Ägypten. Du blijft in dien ene land. Du blijft hier. So hij kreeg van 20 jaar al een woord van God gezegd. Weet je wat ik wil zeggen met dit? Als du nu al God zijn stem gehoord hast, oder nicht, ja, als Gott dir redet, oder nicht, en wil ik die zeggen, en dan is du 75, 40 oder 20 bist, Gott redet. En wat ik die zeggen wil, zoveel eier heute in je leven redt, zoveel beter. Zoveel bosier kost du Gott erfahren. Wenn wir Isaac sein Leben bekijken, dat wir een veel friedlicher leven als Abraham sind und als Jacob sind. Dat wir veel meer vrede. En waarschijnlijk is ik dat zijn kan horen om met te doen, dat hij al veel tijd op God zijn stem hartje. Wenn wir Abraham bekijken, hij moest zijn land verlaten. Abraham had een kind, wat niet een versprochene kind was. Hij had een kind van Ismael, dat kind Ismael van Hagar, met een nebenvrouw. God had gezegd, Abraham en Sarah wilden een kind krijgen, en hij had met een andere vrouw een kind. Abraham die moest verlaten entstonden als Sodom en Gomorra umgebracht wordt. Abraham befreit sich als hij 75 jaar weer en leeft 62 jaar met Sarah taub. En Abraham leeft
175 Jahre. Nu, wenn wir kijken wo Isaac sehen, Jakob, wurde Jakob das Jahr, Abraham, Isaac und Jakob, wo Jakob. Der kämpft mit seinem Bruder Esau. Jakob muss wegrennen von seinem Vater, sein Land. Und einsam sein. Und Jakob lebt 147 Jahre. Nu Isaac, von der jetzt dort am Isaac. Wie viele Jahre lebt Isaac? Weit earnt wir dort? 120 Jahre lebt Isaac. Der lebt länger als Abraham, der lebt länger als der andere. Der lebt länger. Und wo wohnt Isaac? Abraham muss von seinem Land weggehen. Jakob muss uitkleven. Wo wohnt Isaac? Thuis. Isaac, so wie das wie weiter, hat keinmal brug wegrennen von seinem eigenen Land. Wat wil ik ons zeggen met dit? Leer op God zijn stem horchen. Leer deze Geschichte, dat ganze 1. Mose 26. Kapitel fangt met aan, dat God zu Isaac geredet hat. En ik wil zeggen, leer op God zijn stem te horchen. Samuel, als hij in den Tempel gebracht wordt, als kleine kind, moet dat leren op God zijn stem horchen. Zo kannst du dat ook leren op God zijn stem te horchen. Ga naar steden, ga naar een kleingruppe, ga naar een gebedstijd, wo so wird gefordert wird, dass du Gott seine Stimme hier wirst kennen. Wenn du nicht gefordert wirst, wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber sehr unwahrscheinlich passieren. Aber go nach einer Stadt, wo du dort lehrst. Diese Torschüler sind auf einer Stadt, wo die geformt wurden, dass sie Gott seine Stimme hören. Wo ihnen gesagt wird, kiek, Gott seine Stimme ist nicht bloß einmal die Stimme, wo die kittelt und Scheinmerkpfeile und einmal dort, wo die jankert, sondern Gott seine Stimme ist vielmal, sehr vielmal, kriegt das Gegenteil. Dort, wo du überhaupt nicht weißt und wo du musst gehorsam lehren. Dort ist meistens Gott seine Stimme, so dort. So go nach einer Stadt, wo du Gott seine Stimme lehren kannst. Gott seine Stimme, die sehnt andere Personen. Wenn du diese Stimme hörst, dann waren andere Personen gesehen. Kijk mal nach Moses in Leben, als dort barst, du brennen sah, und als sitzt, wo Gott am redet hat, dann geht dort Fuß nicht am Arm, sondern dort geht dort Heu wird andere Freimerken. Gott seine Stimme hier, das bringt Hoffnung. Fehlt ja wir Jesaja 41 verstehen. Ängst die nicht, fürcht die nicht, hab nicht Angst. Ich war die stark merken, ich war mit die sein. Dort ist, wer Gott seine Stimme hier ist. So, wenn wir mal einmal lesen, in 1. Mose, Vers 26, 1. Mose, Kapitel 26, der erste Vers. Was für eine Zeit das wir. Und dort wir verstehen, was du passiert ist. 1. Mose 26 und wieder sagt so. Nu kam noch einmal eine Hungersnot im Land, eine andere aus der Zeit der Abraham seine Zeit. Und Isaac trug nach Gerar, wo Abimelech kennig wir, über die Philister wir. Und der Herr kam nur an und sagte, geh nicht rauf nach Ägypten, blieb in das Land, wohnt ich die sein war. Blieb als Fremd in das Land, und ich war mit die Seinen in die Sehnen. Ich will die in dienen nachkommen, das ganze Land geben, und ich war mein Eid, den ich zu den Vater Abraham geschworen habe, uitführen. Ich war die so viel nachkommen geben, als der Stirn zum Himmel sind, und ich war dienen nachkommen, diese ganze Gegend geben. Durch dienen nachkommen waren alle Völker auf ihr gesehnt. Das ist, wenn Abraham meine wird gehorcht, und er meine Gesetze und Verschriften hält. So lebt Isaac in Gerar. So, die Geschichte wird so. Du wirst Hungersnot in der Stadt, wo er wohnt. Und sein erster Gedanke, der menschliche Gedanke, wird am das erste kommen nach Ägypten. Wenn du wirst viel eten. Aber was sagt Gott? Blieb in das Land. Und einmal, wenn wir Gott seine Stimme hören, dann geht dort jeden dort, wo uns jankert. Dann ist dort irgendwo, vielleicht bist du hier am Opfer und du hörst Gott seine Stimme, der sagt, so viel Peso eingeben. Und die hat sie über Krieg ausgerechnet, das, was ich kann. Und die Stimme, die sagt, über so viel Peso mehr, als was ich mir ausgerechnet habe, was ich kann. Und dann ist einer dort fest, soll ich nicht. Aber vielleicht du sollst vielleicht so eine Witfrüh besiegen, du weißt nicht, was der über die denkt. Und du weißt, dort können bei dir dort irgendwer über die lachen würden. Wo ich nicht vor, aber wo ich nicht.
Aber als dat vielleicht is eine Person voor een kosten met wieveres brengen. Hey, wat je dan geloven, ik dat hij een oormatje is. Ach, ik zal plus wieveres. Dit meint je nog, ik zal vielleicht eerst phone, fehlt in dat vielleicht. Du weißt gleich, wen Wort, aber du hast gesperrt, dass diese Person sollst du in Kosten wieveres bringen. Dann horch, was er sagt. Dann gehorch dat, was er sagt. So, wie wil het kijken, wat Isaac deed, als hij in hongersnood im drieën land leefde, als dat niet regende. En ik geloof, wie alle weten aan wat we dan denken. Voor de laatste jaren, als het zeer dreig weer. Als het bloos niet regende. Te zo'n tijd, wie Isaac daar en Gerar, en hij wist niet, en hij had kon zo leicht aantrekken, had kon zo leicht onafhankelijk handreiken, aber hij zei, ik blijf op deze stad, ik wil hier wonen blijven. 1. Mose 26, vers 12 en 13. We worden niet alle vers lezen, aber ik merk die moed dat 26. kapitel irgendwann ja thuis te lezen. Dat is het kapitel voor dit jaar. Wat deed Isaac? Hij bleef in dat land en hij deed dit. Isaac zaad in dat land en kreeg dat jaar een 100-dubbelende arend. De Herr sehen am, dat hij rijker en rijker wordt. Hij weer einfach zeer goed af. De Herr sehen am, dat hij einfach rijker en rijker wordt. Hij weer einfach zeer goed af. Dat weer een rijker knevel. Zo wordt de Bijbel dat van de eerste dag zei. Die had veel geld. Du komt. Wanneer zei Isaac, als de reen passend weer, en dat passendste jaar weer, als hij dat nieuwe land gekauft had, als alles perfect weer, als alles verspreid en aanvallen deed, nee. Isaac zei dan, want alles zei, nee. Ran, kleef uit, naar Egypte met die. En die tijd weer hij gehoorzaam en blijven zien in het land, en hij zei. En hij zei op dat drie land, en hij kreeg dat jaar een 100-dubbelende arend. De Herr sehen am, dat hij rijker en rijker wordt. God wil ons zenen. God wil die zenen. Veelmaal wordt dan gezegd, hey, ga niet naar zo'n kerk, wo de allemaal van deze evangelie de prosperidad reden. Ik weet niet wat er alles reden. En ik weet dat ja, vele kerken, wo dan gereed wordt, plus, doe dit om dit te krijgen, doe dit om dit te krijgen. En joh, wie willen gewoon niet doorgaan. Maar weet je wat? Dat evangelium is een evangelium van prosperidad. Dat is een evangelium van zenen, van schelen, van meier. Veelmaal zei we willen niet gaan en dan snijden we alles af en zei, ik moet oormatje blijven en ik wil bloos hier en alles moet om en ik wil maar bloos zoveel zenuwen en we zijn met alles tevreden. Maar dat evangelium is een evangelium van schelen, wo du kämpft en wo du jeet, dat scheelt einfach. We zijn immer van Oude tot Nieuwe Testament, wer du wirklich seht, wordt wirklich ernten. Dat is wat dat evangelium is. Dat is een principe. God wil die zenen. Kan ik dit doen? Dat het werkelijk in mijn leven wordt. Maar wat kan ik doen? Dat het werkelijk wordt, dat het zijn werkelijk in mijn leven schelen kan. Kannst du die voorstellen? Stel je maar voor. Dat u 1 jaar 100 mal meer hast als nu. Stel je maar voor. 1 jaar 100 mal meer als du. Wenn du nu 2 Fortje hast, dann bedeutet 1 Jahr 200 Fortje, nicht so? Aber ich weiß nicht, was der Mathematiker schaffen hat. Wir wollen hier auch lange rechnen. Aber diese Jahr dann kommt ans Junge an und sagt er, Papa, ich will zo'n fertig, en dan nog zo'n fertig, en dan nog zo'n fertig, en dan nog zo'n fertig. 4 Fortje wat hij wil gaan. Kan je nog zeggen, wanneer dat weer? Hij wil een Sienna gaan, hij wil een Land Cruiser gaan, een Dodge Ram, en een Toyota Tundra. Die 4 Fortje wil hij gaan. Dat weer de 4 Fortje wat hij wil gaan. Dan vroeg hij, en wie wordt met die voren? Nou, maar ik. Hij wordt met die voren. En dan vraagt hij me, Papa, hoeveel Fortje kan een gaan? Wat zegt de Bijbel? Oh, dacht ik, Papa, nu je hebt een antwoord. Nu je hebt een goede antwoord. Ik zei, de Bijbel zegt niet hoeveel Fortje du kan gaan. Maar de Bijbel leert die, dat du darüber met God reden kannst. Hoeveel Fortje du zoals gaan. En hoeveel geld voor die zijn. Dus ik zei, vraag God. En wanneer dat voor hem 4 zijn, of 5 of 6, dan mocht hij gaan. Dan zal hij gaan.
Wenn wat würde ich am verzekeren von klein und antieren, so hey, nee, wenn du dort warst, warst du die grote, oder dit, oder ja, no. Weil wir am leren, dat hij met God darüber redet. En ik stond, hij vroeg me, hoeveel Voortje zegt de Bibel dat ik kon gaan? En ik zei, die sage ich nicht immer dafür. Er redet nicht von Toyotas, ich weiß nicht, von Dodge und Ram und all sowas. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dich so sehnt, dass du 100-mal mehr hast? Ons Leben hier ist ein Leben mit Prinzipien. Wenn ich diese Prinzipien uitlebe, worden die Sehnungen freigesetzt. So, du sind Sachen im jährlichen Leben, die hat eine Weg für dich schaffen. Und wenn ich diese Weg von Leben habe, dann worden Sehnungen freigesetzt. Und wie glauben wir dann, aber diese Sehnungen, die sind alle in Dodge Ram und die sind alle in Toyota Land Cruiser. Nee, die sind viel mehr. Die sind auch jant, aber die sind auch noch viel mehr dazu. Gesundheit, eine schöne Familie, Friede als Familie haben, eine schöne Kirche haben, das sind auch all diese Sehnungen, was du hier. Isaac sagt, in einer Zeit, wo das nicht nur sehr leid. Weet je wat? Gott hat ihm nicht mal gesagt, dass er sagen soll. Gott sagt dann bloß, bleib in das Land und ich will die sehen. Gott sagt nicht, bleib in das Land und go sehen. Er sagt, bleib in das Land, ich will die sehen. Und das hat Abraham versprochen, also will ich das wiederholen. Was hat Isaac? Er weiß, du hast ein Prinzip. Ich will nicht in das Land bleiben, in meine Eng über die Schulter tun und bloß tun, dass man Gott nicht soll alles reinen lassen. Er geht und sagt, zu einer Zeit, wo das nicht möglich ist. Isaac sagt nicht, Papa, go du sehen. Mama, go du sehen. Aber check, wanneer wird mein Bruder für mich sehen gehen? Er nimmt Verantwortung ab. Er weiß, das ist ein Prinzip, ich soll gesehen werden, aber ich muss was zu tun, dass das Sehen schelen kann. Ich muss in das Beine leben. Wanneer sagt er, das ist nur diesen Vers nur, dort ja, wo das schlecht wird. Dort ja, sagt er. Er wacht nicht mit, wer wir mal nächstes Jahr checken. Er sagt, dort ja. Ein Jahr von Hungersnot. Und wo, sagt er, ab das Land, was endlich gefordert wird. Fang an dankbar zu sein, das Land, aber die Sache, was Gott dir gegeben hat. Und all diese Sachen, was ich hier von dir sage, das bedeutet nicht alles Physik, auch Physik, aber wenn ich sage, das Land, was dir Gott gegeben hat, dann, wenn du sagst, ich habe noch nicht ein Bild Land, das bedeutet nicht, dass du, ich meine dann, in der jährlichen Welt hast du auch Land. Gott hat die Sache gegeben, wo du bewegen kannst. Der hat die vielleicht ein Motor gegeben, der hat die vielleicht 2 Paar Wechsel gegeben. Du kannst ein anderen geben, wenn du keine hast. Verstehst du? Das sind alles Sachen, die von sehen. So einfach, als die auch sind. Sei auf das Land und fang an für das Land, was du hast, die Möglichkeiten, was du hast, dankbar zu sein. Er hat gesagt, das ist das anpassendste Jahr in Grenzen und Gramsäu. Kann dann der Arnd so schön sein? Nein. Der Arnd kann schälen, wenn ich Dankeschön sei, wenn dort noch nicht nur Dankeschön sei, sit. Wenn ich im Verriet das tue. Also wie alle weinen in der Bibel. Wenn Gott plant ein Ackermann Jahr hinter Jahr, auch wenn er Ernte hat, was sehr miserabel sind, was sehr weit unnabüren, wo man Schuld zugeteilt und Geld in die Bank gelegt, dass einer Jeff bezahlen kann. Wenn Gott plant auch diese Ackermänner, Jahr hinter Jahr, wenn sie nach der Schuld von 2 Jahren 3 haben. Weißt du, wenn Gott? Wenn die haben immer eine Hoffnung und die checken immer nur die eine gute Ernte. Einmal sagt ein Freund zu mir, viele, die tragen den Regen heran und die kommen niemals dahin, wo das regnet. Vielleicht weil Gott hat, dass du bist, wo du bist und dass du wartest, dass die sehen oder das Versprechen vom Regen durchkommen, wo du bist. Wenn ich sage, dass viele tragen den Regen heran, das bedeutet, du will ich mit sagen, dass viele Menschen, die glauben, immer dort wird es gut sein, dort wird es gut sein. Und die gehen und gehen und gehen. Und sie können niemals den Sehen hier kriegen, wenn sie hier nicht handelt vertrauen, wenn das hier nicht regnet.
Säe und du wirst ernten. Dann sagst du vielleicht, ich habe gesät, aber nicht geerntet. Wohnt erst der rechte Weg zu säen, fragst du die. Von ganzen Horten, so aus für den Herrn, und du wirst ernten. Geh nicht ab, wo du sitzt. Isaac sagt bloß 3. Der sagt bloß, dass es nicht regnet. Du wie Hungersnot, dort sagt alles nicht möglich. Aber Gott sagt ihm, lebe hier, bleib hier. Hunger, das ist ein Ding, dass wir viele Mal Entscheidungen ans naturale Leben nehmen und wir merken große Entscheidungen bloß, wenn du eine Hungersnot hast. Und wir haben gar nicht Gott gefragt, was er will von uns haben. Becheck dein jährliches Leben. Auch wenn du nu nicht seine Kost, wo du das hast, bleib in Gott seine Versprechungen. Nimm Glaubensschritt in dein jährliches Land, in dein jährliches Leben. In Ägypten, wo Isaac hingehen, wird viel passen da. In Ägypten, du kannst Fuß verdienen, Fuß Geld haben. Du wirst viel. In Ägypten wird es rechtlich da, alle. Aber wie seine Lothar, in Ägypten war das auch rechtlich da, das hier auch da ab. So vielleicht hast du nie eine Möglichkeit, ich kann dort und dort hin. Und du weißt aber das nicht von Gott. Dann bleib lieber du, wo du weißt, wo das von Gott ist. Auch wenn das nicht so versprechend ist als das Nächste. Isaac sagt, ich gehe hier weg. Wo ist dein Leben? Jeder Trübel, was du abkommst, rennst du dann einmal weg? Wohnt erst das Geheimnis, dort erst zu planten. Gott hat nicht gesagt, dass er planten soll, aber er plant ab 3 Jahren. Wenn wir leeren Harche, gibt Gott uns eine große Ernte. Und nu wollen wir noch unseren dritten und letzten Punkt kommen. Isaac, der Grof Barms. 1. Mose 28, Vers 18 bis 22 sagt, das ist das. In Isaac grof de Barms, ob der sein Vater Abraham seine Zeit gegroft werden. Das wird erst in das selbe Kapitel. Er hat diese Recke Ernte gekriegt und nu groft er de Barms. Der Barms dort bedient, dort wir leben, wenn du musst dort Feu von trinken, sei Salz von trinken, so jeder, du kannst keine Akari nicht bestehen bleiben, wenn du nicht ein Barm wirst. Der Philister hat da nur sein Vater, sein Tod, zugeschafft. Isaac gibt der Barms der Salze Nomes, der Abraham, der je von. Aber aus Isaac seine Deiner im Tol ein Barm grovden und Gold Water kriegen, kamen die Hords von Gerar und streiten sich mit Isaac seine Hords. Sie meinten dort Water wie Erd. Isaac nahm den Baum Essek, will sie sich durchstreiten. Sie groben nach einem Baum und streiten sich auch über den. Den nannten sie Sitna. Wie wollte ich mal bei dir lesen? Du sind vielleicht Barms, die in anderen Generationen für die grob worden sind. Und mit Barms, dann meine ich jährliche Worte, die du schildern. Wenn wir unsere mennonitische Geschichte bechecken, dann haben wir, glaube ich, alle Barms, die jeweils sind. Wir haben eine wunderschöne Geschichte, die in Holland, in Preußen, in Deutschland, Durham, in der Gegend, für 500 Jahre ungefähr anfangen. Eine wunderschöne Geschichte. Wo Menschen sehen, wir waren nicht mit alles Matschwarme, sondern wir waren in den Strom gegangen und wir waren an jährliches Leben geknackt sein und wir waren anfangen, ein Leben mit Gott zu führen. Dat waren Menschen, die viele Mal mussten von Städte zu Städte rennen, wenn sie doodgemerkt waren, wenn sie erin geloven. Und sie mussten uitkleven dat sie im Leben blieben. Bloß was passiert? Diese Barms, einzige von denen waren langsam zugeschwafft. Du wirst einzig leben, du wirst einzig Menschen, du kommen Sachen, du kommen Traditionen, du kommen Leben, du kommen Frustrationen und diese Barms waren zugeschafft. Und von einer Gruppe Menschen, die wir als Deutsche Mennoniten gekannt waren, wo Leben strömen deed, wie nu auf einmal kalte Kolonien gegründet waren, wo das bloß ging am Schaffen, wo das bloß ging am Meier zu kriegen, und Taupropen, und wir waren bloß am Sonntag ans Glauben leben, und so standen sie wieder an so weichen. So steht, dass das auf der ganzen Welt in der deutschen Kommunität ist, in der deutschen Kolonie, aber wo immer diese plötzlichen Menschen taub werden. Weet je wat, tussen veel zijn. En weet je wat, viele Menschen, die pikken en pikken en pikken, bloß einmal an ein in den Salz in Barm.
Die geloven door aan onze verouderen voor 500 jaar wat erleefd. Ik mag maar zijn door nog aan te komen naar dat Zelzien. En ze waren niet aan dat God al veel niet veranderd heeft. En ze gaan een jaar verloren. Wenn ze pikken, de andere schwaven toe. En ze komen op niemals naar dat nieuwe wat God veranderd heeft. Kan je verstaan? Vielleicht hast du das nicht Methodistische Geschichte, vielleicht hast du das andere. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Zeit von Beten, Fasten, Anbetung gehabt. Und du hast vielleicht dort dazwischen gekommen. Vielleicht hast du dich verläuft und dort sterk gegangen. Und du fühlst dir so, alles ist zwei. Vielleicht hast du viel Geld verloren und lebst Gott er schuld, dass du das alles verloren hast. Und du lebst in Verbetternis. Und du sitzt dort wie es ein feiner Baum, wo diese Gott erlebt hat. Aber du fühlst, wie das nicht alles toll ist. Und du denkst bloß einmal, wo kann ich Jan Oulet opmerken? Und ich will die Mond merken, fang an even na te denken, als je zoals dat Oulet opmerken, oder als dat tijd is, dat wordt niet geroven. Einmal ja, maar we gaan naar Jan Baum und du vielleicht Sachen reilen, und dann kann die ware fein schälen. Wenn wir weiter der dritte Baum, wenn wir den 22. Vers lesen, sie trocken von dort wieder, sagt es, sie trocken von dort wieder. Und groben noch ein Baum, das wird der dritte. Und über dem streiten sie sich nicht. Diesen Baum nannten sie Rehoboth. Isaac sagt, ich juifte steht den Namen, weil der Herr hat uns Ruhm gegeben, dass wir uns hier abbühen können. Weet je wat? Vielleicht machst du ein paar Baums waren abgerufen, dass der irgendwann war, wo das kommt. Und du glaubst, dass jetzt alles am Baum ist, oder dass jetzt bloß alles am dit und dort Jahren, und du kriegst bloß bütterliche Sachen. Aber weet je, am Wort das wirklich geht? Wenn wat groef man überhaupt einen Baum? Wenn wat groefst du einen Baum? Bloß omdat du einen Baum hast? Nee, du wirst Water. Wenn du einen Baum groeven hast, geht das am Water. Und wie sagen dort Water in der Bibel, als der jährliche Strom, als das jährliche Leben, als der Heilige Geist, wo das Water ist. Niet leven er Symbol er ans teken als een waterlijk. Wenn wir wollen voll vom Heiligen Geist sein, wir wollen diese Drap vom Himmel haben. Und vielleicht musst du nie einen Baum graven, nicht um bloß einen Baum zu graven, nicht bloß um eine Entscheidung zu treffen, nicht bloß um was anderes zu tun, sondern um Water nachzukommen. Das Text beweist uns, dass es besser nie Baum zu graven, wat du Water bringen, aus über Barms zu streiten. Wenn du jährliche Sehnungen erlebst, vielleicht sind du Menschen, die aufgänzig sind und das vermerken wollen, und die wollen streiten mit dir über das. Vielleicht hast du Zeit, Abschied zu nehmen von gewissen Menschen, wenn du nicht schaffen das. Nicht, dass ich will haben, dass du nicht so Frieden merken, aber nochmal in uns Leben, wenn wir weiter, du bist ein Mensch, der schaut lacht, bloß immer war er tot. Und er kann nicht leben, er kann nicht Water sein. Er ist einmal neidig. Ich will nu nicht hiermit sagen, dass je nu sagt, mit allem Anfrieden merken, das ist nicht der Liebe, was ich hier bringen will. Aber nochmal ist es neidig. Dann sage ich, okay, mit der Person, wo ich einfach von bisschen wieder aufsehen. Ich lebe aber von wieder auf. Ich brauche nicht jeder Tag in sein Leben sein. Wenn du kannst, besitzt nicht mit allem jeder Tag top sein. So, ich will mich nie stehen. Ich will mich eine Kleingruppe suchen, wo ich bleiben kann. Nicht, wo Barms teuerschätzt wurden. Haben irgendwer von die Wort wahrgenommen? Grove nie Barm. Haben irgendwer die Dame gelehrt und versagt die zweite Merke? Grove nie Barm. Hast du was angefangen, das schafft nicht? Grove nie Barm. Aber hier kommt das nächste. Du hast was angefangen, du hast Water gefangen. Einmal musst du trotzdem noch nie Baum graven. Wenn wir sind so sehr einmal dort, du, wo ich was gefangen habe, du musst nicht einmal bleiben. Während du es vielleicht ein ganz neuer Baum, was für die Reit ist, wo noch viel mehr Water ist, wo dort Water all von allein bei Buben kommt, du brauchst nicht mal schapen und du glaubst noch einmal, du musst bloß bei Jan Oulet und Jan Oulet und Jan Oulet bleiben. So vielleicht, auch wenn das Bedienbarm alles Fanschaft, das alles reich. Vielleicht hast du Zeit, trotzdem einen neuen Baum zu graven. Und ich weiß, ich rede von Barms und von Water, aber ich glaube, jeder einer von uns hat vielleicht Situationen in seinem Leben, wo der Herr Jesus sagt, das ist eine Stadt, wo ich was nie graven. Das ist eine Stadt, wo was nie passieren muss. Der dritte Baum,
dat wir der erste Baum, wat nicht Streit, aber mit Anfried vermixt wird. Dat wir, wo Gott das gegeben hat, wo das strömen können. Weet je wat, als der dritte Baum ist, dann können wir das geneuten, was Gott uns gibt. Aber dann werden wir lesen, was das von 23 bis 25 sagt, was für eine Einstellung Isaac hat, als der Wunder kommt. Von dort trug Isaac nach Beersheba. Dort kam der Herr nur am der erste Nacht und sagt, ich sehe den Vater Abraham, sein Gott, hab nicht Angst. Ich sehe mit dir und wo die sehnen und viel noch kommen geben, am Abraham sein Holven, der mir dient. Darauf büht er durch einen Altar und bet den Herrn an. Weet je wat er deed? Wanneer hij dat ervaren deed, wo Gott am Sehnen deed, wo Gott am Reden deed, wat deed hij? Hij maakt niet bloß een Baum, hij maakt een Altar van aanbidding. Ik mocht die Mond maken in die leven, die ene leven, maakt dat een Altar van aanbidding, wo du Gott aanbidden is, wo du am Danken sei is. En wat is het nächste wat hij deed? Du stalt Isaac een Zelt ab, en seine Diener groefden een Baum. So wat wir waren, wie ein Baum. Aber wat wir für den Baum? Ein Zelt. Ein Zelt ist eine Stadt, wo du belieben wirst, wo du wohnen wirst. Blieb in der Jeenwoord Gottes. Eerst loopt hij dem Herrn, arbeitet am an, mit einem Altar, dann bietet hij das Zelt, wo hij bleiben will, wo hij eine Wohnung will machen. Das können wir alles jährlich nehmen, und Gott seine Jeen wird bleiben. En om dreden zijn Diener, de groot waren een Baum, wens hij wil om Baum zijn. Wie weet dat hij gebruikt diesen Baum, om zijn Tieren Water te geven. Aber krijg zo, brauchst du een Baum, om die jährliche Leben te förderen, te noren, den Darst te stellen. Dus een principe van leven. Beet eerst aan, dan komt te zijn. Fang met aanbidding aan. Fang an mit Dankeschön sagen, wenn du dort noch nicht mal sitzt. Dann kommt es sehen. Isaac ist ein perfektes Beispiel, wo er erst anbetet hat und dann Baum groven. Je kunt eerst Baum groven, zijn als je Water, dan wo wir Gott Dankeschön sagen, hängen, wenn du Water ist. Aber was hat Isaac? Er sagt erst Dankeschön, bietet all das Zelt zu haben und dann groft er nach dem Baum. Was, wenn du nicht Water gewasst hast? Dann würde er, was er dort haben muss, anbeten, Zeltbuien, een Baum groven. Aber Isaac, der hat so viel Vertrauen, er bet eerst an, bietet all das Zelt. Und dann groft er nach dem Baum und sagt, dass du Water was sein. Und je weiß, du wie Water. Weet je wat? Das ist wir sind meist am Schluss, das ist eine ganze Streiterie, was Isaac hat, wenn es Baumsgroverie mit den Philister, die hier dann ab. Dann kommen die Philister noch an und sagen, wat gaan we doen met die ware vrede maken, wens wie zijn de best gezegend. We willen geen strijd met die hand. En ze gruwelden zich voor hem, wenn ze wisten, hoe sterk Isaac geworden was. En deze Philister, wat am alle Barms toegeschaut hadden, wat ze beist haben werden, wat komen die? Die komen naar aan en vragen, wat gaan we doen, wens wie zijn de zijn gezegend. We willen vrede met die sluiten. Du komt vrede over zijn leven. En dan zegt dat te laat in 1 Mose 26, vers 32 en 33 zegt dat zo. Denselben Tag kwam Isaac zijn Arbeiter en zeiden dat ze een Baum gegroven hadden en Water gevangen hadden. Zodat we nadat dat ze den Vrede gesloten hadden met de Philister. Isaac, die wieder nog met de taub, met wat eerst einmal zijn jeners waren, die hij had een onkel gegeven. En dan hadden ze het ook geslopen en de nächsten dag mochten ze een verspreken, een eed, een bund. Mochten ze een verspreken. En dan, während zij dat verspreken nog onmerken zijn, komen de Arbeiter en zeiden, wie hand, denzelfden dag kwam Isaac zijn Arbeiter en zeiden, dat ze een Baum gegroven hadden en Water gevangen hadden. Isaac nam den Baum Sheba. Doorheen wordt de stad Beersheba genannt. En weet je wat Sheba betekent? Hola. Sheba bedient een eed, een verspreken. Dat een verspreken met God is. Maar weet je wat Sheba nog bedient? 7.
Wat bedient 7 im Alten Testament, aber in der ganzen Bibel? Vorig, vollkommen, Gott. Gott ist da. So wat kan vi van Isaac leren? Hij grooft barms, maar hij weet dat is volkomen en God is daar. Zie niet tevreden met een woordenkwal, wo dat plus twiddert. Zie bloos dan tevreden dat u meer en meer van den Heiligen Jezus Christus, dat dat zo durch dein Leben schildert. Dat u meest niet stonen blijven kost, wenn es dat struimt en dat schild durch dein Leben. Kom naar deze kwal, naar deze barm, wo dat scheba is, wo dat volkomen is, wo dat verspreken du is, wo dat zeven du is, wo dat volkomen is. Amen. Ik glaube, jeder einer von uns kann von dir irgendwas lernen. Dat wir Entscheidungen nehmen für einen neuen Baum. Dat wir Entscheidungen nehmen, was nie zu groven. Dat wir nie Entscheidungen nehmen für 2026. Ich will uns Frau abstonen. Dat wir alle top abstonen für eine Gebetszeit. Und vielleicht ist das in deinem Leben wichtig, dass du gewisse Barms, wat andere toegeschet haben, dass du die nicht wieder ranpicken. Vielleicht ist es wichtig, dass von dir, Gott, Frau, aus der Sonne Städte sind, wo du vielleicht verdammt ramgerufen bist, und hammer sicher ist, wo du dich bloß frustriert bist, wo vielleicht besiegt, ganz besiegt, was nicht, was eine Zeven ist, was vollkommen ist, wo Gott was nicht für dich hat. Ich möchte die Mut merken, Frau dem Herrn nicht bloß von dir, sondern dieser Weg. Sind du Sachen in meinem Leben, wo ich vielleicht so lieber tun merke? Sind du vielleicht sogar, welche Freunde, wo ich soll vielleicht ab hier mit Taub zu sein? Soll ich dit Jahr vielleicht mal proben, eine Kleingruppe zu fahren? Vielleicht sagst du bei ihr, ich habe mich so weit und gefällt. Für 5 Jahre, als ich die Bibelstunde fuhr und ich will all dort. Und dann haben sie mich so weit unter der Gruppe, ich will niemals mehr so tun. Vielleicht ist dort der Ola Barm, wo das Beta ist, neidig durchzulassen. Aber vielleicht ist es neidig, das Jahr zu sagen, ich will weiter nur Menschen gehen. Ich will weiter lassen, dass Menschen für mich beten. Vielleicht haben Menschen, die was angetan und du sagst, ich brauche keinen Menschen, ich will allein durch das Leben wandern. Vielleicht ist das Jahr ein Jahr, wo du sagst, ich will mich weiter aufmerken für Menschen. Ich will mein Hort aufmerken. Vielleicht sagst du, ich will mal evangelisieren. Ich habe eine Passion für Jesus. Aber ich habe Tag gelassen. Wenn damals passiert dort und dort, die haben mich arg behandelt. Jana, die dort, aber was immer das ist. Vielleicht will er dir eine ganz neue Weg, eine Passion geben. Vielleicht kannst du das ihr schon mal, vielleicht eine ganz neue Weg. Wo du kannst evangelisieren, wo du kannst mitteilen. Vielleicht hat deine Familie viel Treue erlebt. Und du hast gehumert, dass jedes Leben soll mal schillen. Vielleicht ist es das ja Zeit, die Städte zu hummern, neidig abzuhören. Und vielleicht zu sagen, Gott hat eine Nähe steht, dass jedes Leben endlich schälen kann in meinem Leben. In unserer Familie. Wo immer das für dich ist. Frau dem Herrn, für diesen Weg. Vielleicht sind du noch große Entscheidungen zu treffen. In das Jahr anders zu gehen. Vielleicht hast du noch mit Video, was von 2025 kommt. Aber wer weiter kommen noch von der 93. Lass dir auf. Lebe nicht mit dir. Jesus hat nie Dinge für dich rein. Amen. Er hat einen Baum, wo das schält. Und weißt du was? Wie viele Geschichten in der Bibel sagen, wie wir am Baum sind? Jesus mit der Früh und Samariter. Eine von den schönsten Geschichten im Neuen Testament. Wo Jesus sagt, ich will die Worte geben, ich will die dort Leben geben. Und ich will die dort Leben geben, dort Worte so geben, dass die niemals mehr darstellen wird. Ich will ihnen den Heiligen Jesus geben, sagt Jesus total. Von der sagt Jesus so zu dir, er sagt mit dir am Baum. Und er sagt, du kannst Deib schaffen. Du kannst noch eine Qual Worte gehen, wo das Leben schält. So dass Jesus sagt,
komm nur diese Stadt, wo das Schild und wo das einfach ewig schilert hat. Wo das so sehr schilert hat, dass das nicht abhört hat. Das geht nicht am Barms, das geht am Wutter. Das geht, dass wir geknackt worden und den Heiligen Jesus. Amen. Vor ich sei die Dankeschön für jeder einer, wer hier ist. Und ich Frau, die streikt in der Hänge um das Wort zu kriegen für das Jahr, für 2026. Dass du sagst, ich will geplant sein und das ist ein Riefer. Und das Wort, ich will geplant sein und ein Riefer, was strömen wird. Ich will geplant sein an einer Stadt, wo ich bleiben kann, wo das gerein kann werden, wo die Wörter keine Deib werden. Ich bete für diese ganze Personen, die hier sind, aber die das online checken, dass du einfach schöne Kosten erleben kannst und dass sie geknackt sein an diesen Baum. Und dass 2026 kann ein Jahr sein von nie Barms, von nie Erfahrenheiten, von nie Erfahrenheiten von Wunder, von nie Erfahrenheiten, wo wir die Bibel besser verstehen lernen können, für all die besonders, was die alle durchlesen können, wo wir einfach geknackt sein an den Vater, dass wir einfach keine Erfahrungen haben, nie Erfahrungen haben von Heilungen. Ich bete für ein schönes Jahr von 2026. Und ich sehe in jeder Familie, die hier repräsentiert ist, auch die Personen, die von dir noch sagen, dass sie jeden an sind und dass sie nicht von Gott wollen, auch die sehen ich hier von dir, im Namen Jesus Christus, dass sie überschillt worden von diesem Baum. Ich bete einfach auch für Frieden und dass Streiterien können abhören. Ich bete für Gesundheit, wenn hier irgendwer krank ist, dann bete ich und spreche Gesundheit im Namen Jesus Christus über die. In die Namen Jesus beten wir alle taub. Amen und Amen. Halleluja. Wenn irgendwer gebet will, hier wurde Lehrer kommen oder konnte, und die wollen mit die taub beten, für uns ewig. Hat einen schönen gesegneten Sonntag, können Terre trinken, Gemeinschaft fahren. Gottes Segen.